Guten Morgen. Sind wir live? Guten Morgen, willkommen zu dieser Pressekonferenz der Covid-19 Taskforce. Im Rahmen dieser Pressekonferenz werden wir kurz vorstellen den Hintergrund der Taskforce, um dann auf die Convince-Studie einzugehen und die Ergebnisse der ersten Runde der Convince-Studie, die dann ab heute vorliegen. Dazu zunächst einmal Research Luxembourg und die Covid-19 Taskforce. Ich möchte das kurz vorstellen. Genau. Wer sind wir? Die Taskforce wurde eingerichtet, um dem Gesundheitssystem das kombinierte Fachwissen der öffentlichen Forschung in Luxemburg zur Verfügung zu stellen. Und sie wird vom Ministerium für Hochschulwesen und Forschung unterstützt. Das ist die Zusammenschließung der Institute LIST, Luxembourg Institute of Health, LISA, mit der Universität Luxemburg, dem LNS und dem FNR, dem Luxembourg National Research Fund. Und wie gesagt, das Forschungsministerium unterstützt diese Initiative. Wir haben durch diese Taskforce den koordinierten Zugang zur gesamten Kompetenz des Forschungssektors in Luxemburg, und das ist eine beeindruckende Zahl zunächst mal, 2200 in der öffentlichen und 3000 in der privaten Forschung. Aber es ist nicht nur die Zahl, sondern es ist auch die Qualität der Forschung, die hier mittlerweile geleistet wird. Ich möchte nochmal anführen, dass die Universität Luxemburg unter den ersten 20 ist, ich glaube Nummer 18 der Young Universities im International Ranking der Times Higher Education Publikation, und das Luxembourg Institute of Health unter den nicht-akademischen Instituten weltweit nun auf Nummer 15 gerankt wird. Ich möchte klarstellen, dass es nicht nur die Anzahl der Wissenschaftler ist, sondern auch die Qualität der Forschung, die sich extrem erhöht hat und mittlerweile auf Weltniveau liegt und ein Wissen zur Verfügung stellt, das sich über einen breiten Rahmen hinstreckt. Das ist nicht nur Medizin und Biomedizin, Virologie natürlich und Epidemiologen. Das sind auch Statistiker, Logistiker, Ökonomen, Mathematiker. Es gibt Leute, die sich mit Psychologie beschäftigen. Alle diese Fragestellungen sind natürlich relevant in einem Pandemiegeschehen, wie es uns im Moment auch überrollt hat. Diese verschiedenen Kompetenz-Areas sind eingerichtet worden in 13 Arbeitsgruppen, die wir im nächsten Slide sehen. Jede Arbeitsgruppe wird geleitet von einer herausragenden Kompetenz im jeweiligen Gebiet. Sie können, und wir geben Ihnen das hinterher auch noch, und das ist auch von unserer Webseite ersichtlich, diese verschiedenen Arbeitsgruppen oder Work Packages, die sich eben mit der cross-sektionalen Studie beschäftigen, die jetzt vorgestellt wird, aber auch eine prädiktive Studie, die die Schwere des Krankheitsverlaufes untersucht und so weiter. Wir kommen auf die verschiedenen Arbeitsgruppen zu sprechen. Und all diese Arbeitsgruppen sind nun zugänglich für Fragen, sowohl von den Leuten, die Entscheidungen treffen müssen. Das ist die eine Richtung. Auf der anderen Seite können auch Ideen und Initiativen aus dieser Kompetenzgruppe heraus an die Entscheidungsträger herangetragen werden. Das ist sehr strukturiert, und ich denke, auch da sind wir, wenn auch nicht einzigartig, auch in anderen Ländern habe ich solche Taskforces gesehen, aber doch unter denjenigen, die ihr Wissen koordiniert zur Verfügung stellen. Zwei wichtige Punkte, also von der Taskforce: auf der einen Seite die Entscheidungshilfe und, wie hier steht, im sich schnell bewegenden Pandemiekontext ist die Taskforce bestrebt, eine schnelle und zuverlässige Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zu gewährleisten und bei Bedarf robuste und umsetzbare Pläne vorzuschlagen. Des Weiteren sind natürlich die Entscheidungsträger darauf angewiesen, genau zu verstehen, wie sich die Pandemie in der luxemburgischen Bevölkerung entwickelt, um entsprechend dann zeitnah und so korrekt wie möglich Entscheidungen treffen zu können. Und auch dazu tragen wir bei. Konkret über die Entscheidungsunterstützung hinaus gibt es dann diese klinischen Studien- und Strategieentwicklungsunterstützung, Work Packages 1, die Convince-Studie, werden wir gleich von hören,
Work Package 2 ist eine Observationsstudie, um die Schwere des Krankheitsverlaufs oder die differenzielle Schwere zu verstehen. Einige Patienten haben einen sehr schweren Krankheitsverlauf, der auch fatal sein kann. Andere sind infiziert und haben keine Symptome. Woran liegt das? Kann man Biomarker finden, die auch im Vorhinein uns schon wissen lassen, wer einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist? Des Weiteren die Discovery-Studie, das ist eine interventionelle klinische Studie zur Verwendung von bereits für andere Zwecke von der FDA, von der öffentlichen Drug Administration zugelassenen Medikamente. Das ist also eine Repositionierung. Auch da sind wir direkt am Patienten. Das ist sehr therapienah. Und dann Work Package Zero, das ist die Unterstützung von Luxemburgs Exit Strategy durch Planung und Implementierungshilfe des proaktiven Eindämmungsprogrammes. Und da möchte ich jetzt nochmal etwas näher drauf eingehen. Diese Exit Strategy, wie genau stellt sich das dar? Was wurde da entwickelt? In dieser proaktiven Eindämmungsstrategie oder Mitigations- oder Mitigierungsstrategie ist das Hauptziel, einen weiteren Lockdown aufgrund einer zweiten Infektionswelle zu verhindern. Wir sehen jetzt gerade eine Maßnahmenanlockerung. Ich glaube, das ist sehr kontrolliert und schrittweise. Allerdings sehen wir natürlich auch, dass, weil das Pandemiegeschehen nicht mehr so sichtbar ist, hier in Luxemburg, wie es das am Anfang der Fall war, dass wir psychologisch auch, ich glaube, uns in eine Richtung bewegen, wo wir uns wünschen zumindest, dass diese Pandemie, dass dieses Covid-19 in den nächsten Wochen hinter uns liegen wird. Dem ist nicht so. Das wird uns noch einige Wochen und Monate begleiten und deswegen, darüber müssen wir uns im Klaren sein und da müssen dezidiert nun Maßnahmen getroffen werden, damit die Lockerung, die wichtig ist und richtig ist, doch in maximaler Sicherheit durchgeführt werden kann. Und diese Strategie basiert auf groß angelegten PCR-Tests, bei denen die Bevölkerung nicht als Ganzes betrachtet wird, sondern in Kontingente unterteilt wird, aus denen die infizierten Personen mittels PCR-Tests isoliert werden. Diese Kontingente können dann von bestimmten restriktiven Eindämmungsmaßnahmen befreit werden, während das Risiko neuer Infektionswellen kontrolliert bleibt. Wo befinden wir uns in der Pandemie-Dynamik? Der berühmte RT-Wert. Der RT-Wert liegt immer noch sehr knapp über 1. Das heißt, im Moment, auch unter den Maßnahmen des Lockdowns und den Restriktionsmaßnahmen, die derzeit noch in Kraft sind, steckt statistisch jede Person, die infiziert ist, eine weitere an. Das heißt, das Pandemiegeschehen ist flach, weil wir noch im Lockdown sind, aber man kann sich vorstellen, dass wenn die Interaktionen zunehmen, natürlich auch der Zahl der Leute, die man wird infizieren können, zunehmen wird. Im Moment allerdings aber noch ein RT-Wert von 1,04. Es hat nun verschiedene Studien gegeben, wie sich das Pandemiegeschehen hätte entwickeln können. Diese graue Kurve am Anfang, da komme ich ganz kurz nochmal drauf zurück, das wäre gewesen, wenn wir überhaupt gar keine Eindämmungsmaßnahmen getroffen hätten. Dann gibt es ein optimistisches Szenario, das entspricht dem Pandemiegeschehen oder der Entwicklung, wie sie in Wuhan beobachtet wurde, ja unter extrem restriktiven Maßnahmen, die dort in Wuhan implementiert wurden. Und wir hatten ein pessimistisches Szenario. Und was wir nun wissen, und Sie können das sehen, sehr schön an den Fallzahlen, die hier in Rot aufgeführt sind, dass wir sehr genau der blauen Kurve, also dem optimistischen Pandemiegeschehen, folgen. Und ich glaube, da wird mein Kollege Paul, Professor Wilmes, auch nochmal weitere Erklärungen zu abgeben. Das heißt aber nicht, dass, wenn das nicht eingeführt worden wäre, wir nicht eine sehr aggressive Realität hier vorgefunden hätten. Und da gibt es jetzt verschiedene Grundlagen für die Berechnung. Wenn man die Grundlagen für die Modelle nimmt, diese stützen auf die Zahlen, die hier tatsächlich in Luxemburg gemessen wurden, dann hätte man bis zu 8.000 Tote insgesamt befürchten müssen. Und im Blauen hier, diese untere Linie, das ist die Zahl, die durch die Maßnahmen
die von den Ministerien, also vom Gesundheitsministerium und der Direction de Santé verordnet wurden, doch sehr stabilisiert wurden. Da also muss man ganz klar sagen, also von Seiten des Gesundheitsministeriums, aber auch von Seiten der Bevölkerung sind die richtigen Maßnahmen nicht nur zur richtigen Zeit eingeführt worden, sondern sie wurden auch strikt befolgt. Und das ist ein beeindruckender Erfolg. Gerade wenn wir uns die Nachbarregion anschauen, wie zum Beispiel Grand Est. Nun, wie kommen wir da wieder raus? Wie können wir diese Lockerungsmaßnahmen einführen? Und da muss ich noch mal ganz kurz eingehen auf die Terminologie. Wir haben ja hier, wenn ich den Pointer finde, hier genau, das ist ja so praktisch eine eine sehr vereinfachte Kurve. Warten Sie mal, jetzt habe ich da noch eine Animation. Nein, die ist nicht mehr da. Na gut, kommt gleich. Eine sehr vereinfachte Kurve. Das heißt, das nimmt hier zu über die Zeit, die Infektion und nimmt dann wieder ab. Was hier wichtig ist, ist dieser Punkt, die Anzahl der Infektionen, in denen die Verfolgung der Infektionsketten noch möglich ist. Im Containment-Bereich ist es möglich, das nachzuvollziehen, wer wen ansteckt, und deswegen können diese Leute natürlich dem Pandemiegeschehen entzogen werden und die Pandemie ist unter Kontrolle. Wenn es zu viele werden, und das waren damals, als die Maßnahmen eingeführt wurden, ungefähr 20 Covid-Patienten, dann kommen wir in diese Mitigationszone. Das ist eine rein epidemiologische Betrachtung. Wir versuchen also hier die Anzahl wieder zu drücken, bis wir hier wieder am Ende, und das wäre dann irgendwann Mitte Juli der Fall hier in Luxemburg, wieder in einen Bereich kommen, wo die Anzahl der Positiven so niedrig ist, dass wir die Infektionsketten tatsächlich nachverfolgen können. Und das heißt dann Contact Tracing auf Englisch. Wie kommen wir jetzt wieder hierher? Und natürlich steigt dann langsam die Immunität, auch das wird gleich erklärt. Wie kommen wir da wieder hin? Wie kommen wir da wieder raus? Das Einfachste ist natürlich, wir warten einfach und die derzeitigen Maßnahmen würden dann im Juli greifen, die Zahlen wären niedrig genug. Das heißt aber, bis Juli wären die Maßnahmen, unter denen wir gerade ja zum Teil ja auch leiden, noch weiter in Kraft. Ab Ende Juni oder Juli wäre dann ein sicherer Exit möglich. Und das sehen Sie dann hier, Time, die Zeit, und hier Exit. Wenn man das nicht machen möchte und nicht kann, weil natürlich bei diesen Maßnahmen sehr viele andere Faktoren mit reinspielen, psychologische, ökonomische, der Preis ist sehr hoch, dann kann man versuchen, proaktiv zu mitigieren. Das heißt, man kann durch großflächige Testung von Kontingenten, und das ist hier aufgezeigt, wenn man ein Kontingent definiert zum Zeitpunkt hier in der in der sehr dynamischen Phase noch und das großflächig durchtestet, kann man dadurch alle asymptomatisch Positiven entziehen und damit praktisch jetzt schon ein Kontingent schaffen, das infektionsfrei ist, so wie es andernfalls nur im Juli sein würde. Das heißt, wenn wir das jetzt machen, wir testen jetzt großflächig, entziehen wir die asymptomatisch Positiven und kommen jetzt schon, heute, wenn wir das heute tun würden, zu einem Zustand, den wir anders nur im Juli würden erreichen können. Und das ist die Idee. Das heißt also dadurch, dass man systematisch testet und die Isolation Infizierter, schafft man infektionsfreie, Containment-gleiche Kontingente, die bereits jetzt, also in der Mitigationsphase, dem Containment entsprechen. Das heißt, man spart Zeit bei fast gleicher Sicherheit. Und das ist hier nochmal aufgeführt, Kontingente, die werden definiert je nach Arbeitssektor. Das können zwischen 50 und 100.000 Personen sein pro Kontingent, die durchgetestet werden. Man hat Infizierte, man hat Nicht-Infizierte und man hat die asymptomatisch Infizierten, und all diejenigen, die das Virus tragen, können jetzt diesem Kontingent entzogen werden. Und das ist hier dann nochmal aufgeführt. Positive mit oder ohne Symptome werden in diesen Kontingenten sich nicht mehr bewegen. Nun, wenn Sie sich vorstellen, dass diese Kontingente von 50 bis 100.000 Menschen sich jetzt in Luxemburg in der Gesellschaft bewegen, selbst wenn sie mehr Kontakte hätten, aufgrund der niedrigen Zahlen von
infektiöser Durchsetzung wird es kein Ansteigen der Wellen geben. Das ist die Logik dahinter. Nun ist es nicht so, dass wir das dann einfach auf sich beruhen lassen können. Selbst diese Kontingente, nun wenn sie denn gescreent wurden und die Positiven identifiziert worden sind und dann in Selbstquarantäne gehen, müssen wir weiterhin noch Stichproben machen, um nachzuverfolgen, ob denn nicht trotzdem noch einige Falschnegative in diesen Kontingenten waren, ob nicht trotzdem noch sich Infektionsketten wieder darstellen. Und deswegen gibt es systematische Nachtestungen. Und das sind containmentgleiche Maßnahmen, die genauso unternommen würden, wenn wir bis Juli warten würden, um dann die Kontingente zu verfolgen. Das heißt, Stichproben und wenn wir positive finden, Kontaktverfolgung. Es ist noch ein klein wenig komplizierter, weil wir natürlich diese Kontingente nicht einfach so großflächig testen, sondern wir machen kleine repräsentative Prävalenzstudien. Wenn zum Beispiel gesagt wird, wir wollen den Bausektor jetzt wieder zur Arbeit schicken, dann wurde eine repräsentative Prävalenzkohorte dargestellt, die uns dann im Jetzt zeigt, wie groß ist die Durchseuchung in diesem Kontingent. Und dann können wir entscheiden, wann das Gesamtkontingent dann durchgescreent werden muss. Also die Gesundheitsministerin hat ja die Zahl genannt, ungefähr 2 bis 2,3% an asymptomatisch Positiven im Bausektor. Sie kennen die Zahlen des Bausektors, ich glaube es sind so ungefähr 50.000 bis 60.000, die in diesem Metier arbeiten. Und dann sind wir dann schon bei einer Zahl von ungefähr 1.000 asymptomatisch Positiven, die sich nun in diesem Sektor bewegen können. Natürlich werden da Maßnahmen der Sicherheit, Masken, Mindestabstand eingehalten, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir dann, sobald wir können, diesen Sektor ganz screenen und die positiv sind, dann entnehmen in die Selbstisolation für 2 Wochen, um dann ein sicheres Kontingent zu haben. Wenn man das Kontingent für Kontingent durchführt, dann haben wir eine Chance, beides zu haben. Auf der einen Seite den Release der derzeitigen Maßnahmen, aber auf der anderen Seite auch eine relative Sicherheit. Diese Entscheidungen, diese Diskussionen, die in anderen Ländern geführt werden, in Deutschland, in Frankreich, was ist wichtiger? Die öffentliche Gesundheit oder die ökonomischen Interessen, die natürlich sich letztendlich auch wieder auf das Gesundheitssystem auswirken. Diese Diskussionen brauchen wir in einem kleinen Land wie Luxemburg, das auf der anderen Seite ein sehr gutes Gesundheitssystem hat, auch eine sehr starke Forschungsszene wie hier in Research Luxemburg. Diese Entscheidung muss nicht in die eine oder in die andere Richtung getroffen werden. Wir versuchen hier beides miteinander zu vereinbaren und wir denken, das ist machbar. Ganz wichtig allerdings ist, und das möchte ich hervorheben, dieses Entfernen derer, die asymptomatisch positiv sind, das bedarf der Mitarbeit aller oder der Teilnahme aller. Das ist natürlich eine freiwillige Maßnahme, aber es funktioniert wirklich nur, wenn wir alle daran teilnehmen. Und das ist ein Beitrag nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern das ist ein Beitrag für die Gesundheit aller. Das ist ein Beitrag für einen erfolgreichen Exit in Luxemburg. Das ist ein Beitrag dafür, dass es keinen weiteren Lockdown wird geben müssen in Luxemburg. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt diese Informationen progressiv und besser erklären, vielleicht auch, dass wir dann uns alle in diesem solidarischen Akt wiederfinden. Und wenn der Brief kommt, bitte lassen Sie sich testen, wir das einfach machen lassen. Das wäre toll. Gut, ich denke, mein Beitrag ist hiermit beendet. Dann ganz kurz nochmal die Zusammenfassung. Diese Strategie beruht darauf, dass wir die Kapazität erhöht haben für die Testung und das wird bis Ende Mai erreicht sein. Es gibt eine Prioritätsprüfung von Risikogruppen, dazu gehören die Gesundheitsberufe, natürlich auch die älteren Menschen, das ist bereits in Gang. Die Definition von Kontingenten und Zeitpunkten, an denen die von diesen Restriktionen befreit werden sollen. Prävalenzstudien zur Bestimmung des Zeitpunktes in der jeweiligen Gruppe. Wann wird die getestet? Sogleich oder können wir noch warten? Dann natürlich die großflächige Testung mit der Isolierung der positiven Fälle. Dann der Follow-up der Kontingente durch repräsentative Prävalenzkohorten wiederum.
Und natürlich werden wir dann in der zweiten Phase auch serologische Tests einführen, aber wir denken, dass es da wichtig ist, dass die Seropositivität ein höheres Maß erreicht hat, als es im Moment der Fall ist. Gut, das ist die Zusammenfassung dessen. Ich gebe weiter an meinen Kollegen Paul, Professor Dr. Wilmes, der, ich glaube, Sie jetzt dann durch die weiteren Projektionen führen wird. Vielen Dank. Pardon. Fehler meinerseits, es ist Reiko, der die Studie jetzt vorstellen wird. Professor Reiko Krüger, danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute hier sein zu können und Ihnen die ersten Daten unserer CONVINCE-Studie vorstellen zu können. Bevor ich in die Details dieses Forschungsprojektes gehe, was uns jetzt die nächsten Monate begleiten wird, das ist wirklich nur der erste Schritt und wir erwarten eine abschließende Untersuchung in genau einem Jahr, möchte ich mich ganz herzlich bei jedem einzelnen Teilnehmer bedanken. Über 1800 Teilnehmer haben sich bereit erklärt, freiwillig an dieser Studie teilzunehmen. Und ich denke, das in diesen Zeiten und dieser kurzen Zeit, die dort auch zur Verfügung stand, ist alleine schon ein großer Erfolg. Und wie gesagt, jeder Einzelne trägt dazu bei, dass wir wichtige Daten gewinnen. Und ich werde darauf eingehen und eben gerade auch diese Fragen, die wir auch gerade mitgehört haben, auch mit adressieren können in der Zukunft. Dadurch, dass wir jeden Teilnehmer systematisch auf den Nachweis von Viren testen können und auf den Nachweis von Antikörpern, welche dann zur Immunantwort beitragen. Bevor ich in die Daten gehe, möchte ich natürlich auch nochmal betonen, dass ich als Koordinator nur stellvertretend für ein riesiges Team stehe, das hinter dieser Studie steht. Und das ist eben, wie Herr Professor Nerbas erwähnt hat, zusammengesetzt nicht nur aus den Forschungsinstituten, das Luxembourg Institute of Health, die Universität Luxemburg wurde schon erwähnt, das Luxembourg Center for Systems Biomedicine, aber auch das Laboratoire National de Santé zum Beispiel, das Centre Hospitalier, die das mit unterstützen und eben auch private Partner. Die großen Laborketten, Laboratoire Reni, Ketatil und Bionext sind Partner in der Studie, genauso wie TNS Iris, die uns bei der Rekrutierung der Kohorte mit unterstützt haben. Insofern, Herr Professor Markus Ollert, der das aus immunologischer Sicht begleitet, ist auch heute hier. Insofern ist das wirklich ein Teamwork, was uns die letzten Tage und Nächte beschäftigt hat und wo ich, wie gesagt, froh bin, Ihnen jetzt erste Daten zeigen zu können. Was ist die Strategie oder was sind die aktuellen Limitationen, die wir sehen? In der zurückliegenden Phase kann man davon ausgehen, dass im Rahmen einem populationsbasierten Zugang im Wesentlichen Menschen mit Symptomen auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden. Das heißt, Menschen, die die sogenannte Covid-19-Erkrankung haben, sind typische Symptome, Fieber, Husten, schwere Abgeschlagenheit und auch Atemnot. Aber wir wissen, und das sehen Sie hier, dass es eine ganze Anzahl von Menschen gibt, und das war eben noch nicht klar, das ist ein Beitrag unserer Studie, die möglicherweise nur ganz wenige Symptome, unspezifische Symptome wie ein Kratzen im Hals oder eine laufende Nase haben oder vielleicht sogar gar keine Symptome haben. Außerdem können wir erwarten, dass es in der Bevölkerung inzwischen auch Menschen gibt, die das Virus vielleicht auch in der Art nicht erkannt, durchgemacht haben und schon eine Immunantwort entwickeln. Diese beiden Gruppen sind im Rahmen der aktuellen zugänglichen Diagnostik schwer zu erfassen und insofern wollten wir einen Ansatz wählen, wo wir uns auf die gesamte Bevölkerung beziehen und gerade den Fokus auf die legen, die möglicherweise zur Verbreitung des Virus unbewusst beitragen, weil sie gar nicht wissen, dass sie selber betroffen sind. Dieses wird mit dem Faktor der Prävalenz wiedergegeben. Das heißt, unsere Studie in der sogenannten Baseline zu Beginn hat die Chance, die Prävalenz in Luxemburg zu erfassen, das Vorhandensein von Virusträgern, unabhängig von klinischen Symptomen, weil wir einfach repräsentativ Kandidaten einladen, teilzunehmen. Dann habe ich schon erwähnt, neben diesem ersten wichtigen Schritt haben wir die Gelegenheit, das Ganze über die Zeit zu verfolgen. Das heißt,
Wenn wir hier stehen, kann ich Ihnen sagen, dass seit Montag schon die zweite Welle läuft. Das heißt, unsere Teilnehmer bereits wieder eingeladen sind, viele schon wieder in den Labors gewesen sind, Proben gegeben haben, weil es eben ein dynamisches Geschehen ist, wie Herr Professor Nerber schon erklärt hat, wo wir jetzt eben auch im Verlauf diese Parameter weiter sehen können. Und das trägt dann dazu bei, dass wir die Durchdringung in der Bevölkerung darstellen können. Das heißt, über die Zeit erkennen können, wie verbreitet sich das Virus, wie entwickelt sich Immunität und wie können wir auch vielleicht Tests, die wir aktuell noch nicht in perfekter Konstellation haben, weiterzuentwickeln, um eben die wichtigen Fragen präzise zu beantworten. Die Studie ermöglicht darüber hinaus, und Sie wissen alle, dass diese Studie lanciert wurde im Zusammenhang der bereits existierenden Confinement-Maßnahmen, dass wir sozusagen sehen können, wie diese wirken. Wir können sehen, wie auch sozioökonomische Aspekte sich abbilden. Teilnehmer werden gefragt, ob sie zum Beispiel im Moment ihren Beruf ausüben können oder nicht. Wir sehen die Entwicklung der Immunantwort, was ganz wichtig ist, da werde ich gleich noch darauf zurückkommen. Wir können psychologische Aspekte nachvollziehen, die natürlich verbunden sind mit der Tatsache, dass wir in diesen Confinement-Zeiten doch mehr auf das häusliche Umfeld beschränkt sind, nicht mehr den Austausch haben, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder im Privaten. Und wir können dadurch, dass wir Vorerkrankungen zum Beispiel oder Begleitmedikationen unserer Teilnehmer mit erfragen, erkennen, gibt es Faktoren, die vielleicht vor einer Erkrankung schützen können oder zumindest vor schweren Symptomen, wie sie durch diese Covid-19-Erkrankung wiedergegeben werden, schützen können. Das Konzept, was wir dabei gewählt haben, und Sie können sich vorstellen, in diesen Zeiten muss man schnell sein, um eben so viele Teilnehmer in so kurzer Zeit zu erreichen und auch eben zu motivieren, dann auch in die Labors zu gehen. Hierzu haben wir einen repräsentativen Ansatz gewählt über ein sogenanntes Panel, und da hatten wir Zugang durch unseren Partner TNS Ilris, wo bereits 18.000 Teilnehmer registriert sind, die wir hinsichtlich repräsentativer Kriterien zu Alter, Geschlecht und Geografie, es gilt natürlich darum, das gesamte Land abzubilden, adressieren konnten und einladen konnten. Und wie gesagt, wir sind sehr froh, dass wir dabei über 1.800 Teilnehmer für diese Studie gewinnen konnten. Wozu werden diese Teilnehmer eingeladen? Es ist so, dass wir dabei eben nicht nur die aktuellen Symptome erfassen, auch die zurückliegenden Symptome der letzten 14 Tage. Wir erfragen zum Beispiel Reisetätigkeit, das ist natürlich im Moment reduziert, das kann in den nächsten Zeiten wieder zunehmen. Wir erfragen Vorerkrankungen, Medikamente. Wir machen bei allen Teilnehmern einen Nasen- und Mund- und Rachenabstrich, wo wir sehen können, ob Virus vorhanden ist. Wir machen einen Antikörpertest, wo wir sehen können, ob es eine Immunantwort gibt. Und das ist nicht obligat, aber das bieten wir an, dass die Teilnehmer auch eine Stuhlprobe geben können, weil wir mehr und mehr lernen, dass auch im Stuhl Viruspartikel nachweisbar sind. Das könnte in der Zukunft auch noch ein wichtiger Zugang sein, um auch geringere Spuren oder länger zurückliegende Erkrankungen mit nachzuweisen. Wichtig ist, und das ist hier noch einmal dargestellt, wir sind im Moment hier, das ist die sogenannte Baseline-Untersuchung, und wir werden jetzt weitere 4 Follow-up-Untersuchungen Abstand von 2 Wochen haben, mit denen wir die nächsten 2 Monate abdecken, und dann eine finale Analyse nach einem Jahr. Wichtig ist, und das ist natürlich eine häufige Frage, wie werden diese Ergebnisse, die wir dort erzielen, kommuniziert und wie werden sie kommuniziert? Es handelt sich hierbei um eine Forschungsstudie, das heißt, alle Teilnehmer haben natürlich den Anspruch, und das ist gewährleistet, dass hier Daten in pseudonymisierter Art und Weise generiert werden. Das heißt, wir haben eine Prozedur auch mit der Ethik hier in Luxemburg abgestimmt, dass wir aber im Falle eines positiven Virusnachweis, diesem PCR-Test, in der Lage sind, diese Individuen zu kontaktieren. Das heißt, Doktoren, Ärzte aus der Studie, die der medizinischen Schweigepflicht unterliegen, diese dann auffordern können, dem sozusagen einen diagnostischen Validierungsschritt nachfolgen zu lassen, um einen möglichen positiven Virusbefund zu bestätigen. Ebenfalls können wir positive Ergebnisse aus unserer Serologie, das ist diese Antikörpertestung, kommunizieren. Beides ist möglich. Es ist aus logistischen, aus diesen Gründen, die ich Ihnen erklärt habe, und aus den Studiengründen nicht so, dass wir wie ein diagnostisches Labor auch jegliche Befunde mitteilen. Wir teilen die positiven Befunde mit, und diese werden auch in Einverständnis mit dem Patienten im Rahmen des Studieneinschlusses dann auch mit seinem behandelnden Arzt geteilt. Hier möchte ich Ihnen einmal noch eine Übersicht darstellen
die ein bisschen auf das zurückgreift, was Professor Nerbas gerade erklärt hat und uns zeigt, in welchem Zeitverlauf wir hier gerade unsere Convince-Studie begonnen haben. Hier ist der Start der Studie und wir haben jetzt bis zum Ende der Baseline, bis zum 4. Mai hier Teilnehmer eingeschlossen. Und diese Daten stehen jetzt für die Analyse zur Verfügung und sind Grundlage für das, was ich Ihnen im Folgenden zeigen werde. Von insgesamt 1842 Individuen, bei denen wir einen sogenannten PCR-Test durchführen konnten, das heißt, das Virus als RNA, als genomische Sequenz nachweisen konnten, haben wir 5 gefunden, die sozusagen positiv waren, die ein Viruspartikel im Nasenrachenabstrich nachweisbar hatten. Und ich möchte darauf hinweisen, deswegen habe ich hier auch die Symptome nochmal dazu geschrieben, dass interessanterweise niemand dieser positiven Individuen wirklich die Covid-Erkrankung hatte. Ein Individuum hatte sogar gar keine Symptome und die meisten hatten wirklich eher recht unspezifische Symptome, wenige Symptome. Dazu kann ich sagen, dass in der Regel die virusnegativen Individuen der Studie selber schon etwas mehr als 2 Symptome im Durchschnitt angeben, unspezifisch wie Kopfschmerzen zum Beispiel. Das heißt, das sind eigentlich Individuen, die sozusagen im Rauschen untergehen würden, die man nicht direkt zu einer Diagnostik hätte geschickt. Des Weiteren haben wir Antikörpertests durchgeführt und hier haben wir zeigen können, dass von 1820 Individuen, die für diese Untersuchung, die sogenannte Serologie, zur Verfügung stehen, 35 Antikörper aufweisen, wie hier dargestellt, und zwar sogenannte IgG-Antikörper aufweisen, die einen recht konservativen Ansatz bilden, um wirklich sagen zu können, dass hier eine Immunantwort vorliegt bei diesen Individuen. Wichtig ist, dass diese Antwort des Körpers noch nicht bedeutet, dass man mit diesen Antikörpern wirklich geschützt ist. Das ist etwas, was weiterer Forschung bedarf und wo eben gerade diese Proben, die wir jetzt sammeln und die eben auch für weitere Analysen zur Verfügung stehen, einen sehr wichtigen Beitrag leisten können. Wir haben das vorhin auch schon diskutiert, dass wir jetzt erste Strategien entwickeln, wie wir zum Beispiel zeigen können, dass diese Antikörper auch effektiv Viren neutralisieren können, dass wir zeigen können, wie spezifisch, wie sensitiv diese Antikörper sind. Und wir haben natürlich auch die Gelegenheit, im Rahmen der weitergehenden Forschung auch spezifischere, sensitivere Tests anzuwenden in der Zukunft. Was bedeutet das jetzt? Ich hatte Ihnen gesagt, unsere Studie ist eine Prävalenzschätzung, die wir machen und die Daten wurden dementsprechend gewichtet und bis auf eine Granularität von Kantonen heruntergerechnet. Und wir gehen aufgrund unserer Datenlage über den Zeitraum, den ich ja angegeben habe, davon aus, dass die Prävalenz bei 0,3% liegt. Das ist eine Zahl, wie sie ähnlich niedrig auch in Island zum Beispiel beobachtet wurde, in nicht repräsentativen Studien, aber auch populationsbasiert, da war es zwischen 0,6 und 0,8 und das entspricht ungefähr 1449 Mitbürgern hier in Luxemburg, die in Luxemburg wohnen, zwischen 18 und 79 Jahren, die ähnlich wie die Teilnehmer in unserer Studie eben nicht die klassische Covid-Erkrankung haben, sondern möglicherweise auch gar keine Symptome haben, aber Virus in sich tragen und damit auch verbreiten können. Das ist etwas, was für uns auch ein sehr interessanter und wichtiger Befund in diesem Zusammenhang war. Zum Schluss möchte ich mich natürlich noch mal ganz herzlich bei allen Partnern bedanken, die das Ganze möglich gemacht haben. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass neben den verschiedenen Forschungsinstituten und Krankenhäusern insbesondere die privaten Partner sehr wichtig sind hier. Und ich möchte mich ganz herzlich auch noch mal bei den Labors und bei TNS Iris bedanken, die logistisch mit uns gemeinsam Großes geleistet haben, so viele Menschen in so kurzer Zeit erfolgreich in die Studie einzuschließen. Es erfolgt die Datenintegration hier an der Universität in Luxemburg gemeinsam mit dem LAH und ein wichtiger Punkt ist auch, und das ist das Forschungsspezifische daran, alle Proben, alle Daten stehen auch für weitere Forschungsfragen zur Verfügung. Das heißt, wir können die Analysen, die wir jetzt machen, in der Zukunft nochmal wiederholen und zum Beispiel erkennen, ob ein zukünftiger Test überlegen ist gegenüber Resultaten, die wir heute haben. Und wir werden auch in der Zukunft nachvollziehen können, wie Immunantworten sich entwickeln und da eben besser zeigen können, ob das auch wirklich zu einer echten Immunität beitragen kann.
Am Ende möchte ich mich natürlich bedanken, dass das Ganze nur mit einer finanziellen Unterstützung möglich ist, die wir auch in diesem kurzen Zeitrahmen erhalten haben. Zum einen vom Fonds National de Recherche hier aus Luxemburg und zum anderen von der André Losch Stiftung. Für beides möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das hat diese ganze Anstrengung erst möglich gemacht, wo wir jetzt den ersten Schritt unternommen haben. Vielen Dank. Ja, gute Morgen alle gut zusammen. Mein Name ist Paul Wilmes. Ich werde ein bisschen Informationen über am Fongol Datenlage zu Lützeburg geben. Ich werde dann auch ein bisschen erklären, was wir am Bezug auf Modellierung und Simulation bei der Taskforce gemacht haben, und wie die Informationen zum Beispiel und die politischen Entscheidungsträger weitergelegt wurden. Da sind auch die Informationen, die damit werden am Kontext von der Chambre-Debatte publiziert gehen. Die Hütlo schon vom Professor Nerbas und auch kurz vom Professor Krüger hören, dass man natürlich als die Lage zu Lützeburg ganz am Detail immer angeguckt haben und dass man die über Zeit verfolgt haben. Die gesieht her die Kurven, die der Chauffeur vom Professor Nerbas gewiesen hat. Ich will just darauf hinweisen, dass man eben am Anfang von der Entwicklung an der Verspreidung von dem Virus zu Lützeburg an einer Situation waren, wo man nicht wussten, in welche Richtung es geht. Die gesieht die normal exponentiell, wie sich am Fongol der Virus an der Population verbreitet hat, hatte man kein Konfinement gehabt. Das hat wahrscheinlich über Zeit zu Tausenden von Toten geführt. Da gesehen an die Orange-Linie, das war am Fongol, etwas, von dem wir ausgegangen sind, dass am Konfinement Leute sich nicht unbedingt geben, absolut und Mesuren halten. Und da gesehen eben am Blauen die Kurve, die am Fongol ganz schön deckungsgleich mit der Fallzahl zu Lützeburg ist. Und das war am Fongol das optimistische Szenario. Und da gesehen, dass eben an der Population die Leute sich wirklich striktement und Mesuren gehalten haben. Ansonsten hätten wir einen ganz anderen Verlauf gehabt. Die andere Sache, die wir absolut immer am Kontext von Monitoring als für uns angehalten haben, ist, wie sieht der Moment aus in Bezug auf also die Verdrohung vom Virus an der Population, und da ist eben die zeitaufhängige Reproduktionszahl R oder RT ausschlaggebend. Was er gesehen hat, schon an der vierten Folie, an der Schwerdestadt reingewiesen, ist, dass man den Moment an Bezug auf die zeitaufhängige Reproduktionszahl, dass wir bei einer Zahl von 1,04 sind. Das heißt, wir sind nach ganz ein bisschen übereint. Aber wenn wir die ersten Resultate von der Convince-Etude so gucken, wie am Fongol den Durchseuchungsgrad bei der Population ist, und wie viele Leute nach an der Population sind, die susceptibel sind, für das Virus zu kriegen, da können wir durchaus auch die effektiv Reproduktionszahl Haut errechnen, an die Leute dementsprechend dabei 1,02. Das heißt, wir sind nach immer an einem Szenario, wo mindestens eine Person, die das Virus an sich trägt, einer anderen Person, die wird überdrohen. Das heißt, wir sind noch nicht an einem wirklich konkreten Andämmungsszenario, wo wir die Reproduktionszahl unter 1 hatten. Und dementsprechend ist es am Kontext von den Dekonfinementsmesuren so wichtig, dass Leute sich eben die einzelnen Maßnahmen halten. Hauptsächlich, und ich werde da noch ein bisschen darauf zurückkommen, alles, was Social Distancing eben angeht, die 2 Meter Aufstand, Maskendrohe, wann entbannend 2 Meter ist und so weiter. Den anderen Aspekt natürlich ist den, dass auch allgemein Hygienesmaßnahmen natürlich nach weiter müssen angewandt gehen. Ich will dann nach ein paar Beispiele gehen an Bezug auf die Exit-Szenarien. Der Professor Nerbas hat Lofjedrun als proaktiv Mitigationsstrategie präsentiert, und ich will ein bisschen eine Idee geben davon, was dem innerleidet. Wir hatten eben den Kurveverlauf, den ich Lofjedrun gewiesen habe, aber basierend auf den Fallzahlen am ersten Modell, den wir entwickelt haben, hatte man natürlich keine Erfahrungswerte und dementsprechend keine Zahlen von Lützeburg. Das heißt, wir haben uns hauptsächlich an den Zahlen von Wuhan nach China orientiert. Und seit der zweiten Version vom Modell
modelliere man lo natürlich dann aber auch auf den Lützebäuer Daten. Die Daten, die ich wert weisen, die basieren auf den lützebäuerischen Daten an. Da gebe ich dann kurz pur Beispiele gehen. Die hat den Kurveverlauf, Wammer, der 4. Mai, alle gute Römenkeier, also eisen normalen, däglichen Aktivitäten gegangen wären an hauptsächlich, wenn wir an dem Kontext Römenkerisch Sozialkontakte gepflegt hätten. Du gesehen, dass man dann an der Fallzahl von den Todesschen so ungefähr über 8000 verleihen. Das ist eine Simulation, das ist ein Modell, mit von dem wir auszugehen, wenn man eben sich Dynamik anguckt. Wir haben am Kontext von der Strategieentwicklung haben wir natürlich eine ganze Reihe von Szenarien durchgespielt. Wir sind auf über 100 mittlerweile, die wir eben simuliert haben. Und wir haben geguckt, wo können wir eben nach Maßnahmen ergreifen für die Evolution über die nächsten Wochen an der Gitze halten. Ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir kommen sind, als eben, was den Professor Nerbas Fedron erklärt wird, in Bezug auf proaktive Mitigationsstrategie, als eben die Andelung an Kontingenten, die auch durchgetestet gehen und verfolgt gehen. Aber wenn wir das eben machen, ohne dass wir andere Maßnahmen ergreifen, in Bezug auf zum Beispiel soziale Distanzierung, du siehst, dass dann ein Kurveverlauf herrscht, dem Mann heisch als an Bezug auf Todeszahlen, wie wenn wir einfach alles abgeben machen. So, und dann will ich noch zwei andere Kurven hinweisen, dass das am Blauen, dass das am Anfang, wenn wir alle die Konfinementsmesuren einfach beibehalten. Der Professor Nerbas wird wieder geschwärzt, dass wir dann am Juni am Anfang an einer Auflachung wären und dass dann eben eventuell verschiedene Bereiche an Sektoren von der Ökonomie könnten abgehen. Wir wollen das eben dadurch, dass wir mehr proaktiv sind und dass wir eben sozial Distanzierungsmesuren beibehalten, also eben möglich, dass wir das viel echter können machen und dann ist eben simuliert, wenn man die 63.000 Leute, die aus dem Bausektor kommen, mit alle den anderen Sektoren, die dort drunter hängen, also die gehen für den 20. April an die Aktivitäten geschickt, plus dann eben die 6.000 Primaner, die seit dem 4. Mai an Show gehen. Und da sieht dann, dass man dann eine Kurveverlauf haben, wenn wir eben testen an den Contact Tracing machen, das ist eben den integralen Aspekt von unserer Strategie. Da sieht dass der Kurveverlauf nicht dramatisch anders ist, als wie wenn wir an dem Konfinement verbleiben. So, und dann ist hier auf der rechten Seite sind so Szenarien, die eben dazu beigetragen haben, für eine Strategie zu entwickeln. Und hier ist eben nach einer also die Abmache vom Bausektor mit 63.000 Leute, den Einzelhandel, da waren eben Gärtnereien, also wie auch Baumärkte dabei. Und das sind dann inner denen 63.000 Leute sind dann zum Beispiel 27.000, die dann effektiv Residenten hier zu Lützeburg sind. Und das war ja den 20. April. Und dann nach einer zusätzlich 25.000 Leute, die am Einzelhandel bei den Coiffeuren und auch an der Kosmetikbranche arbeiten, das was man nennen Soins à la Personne, und die geben dann den 11. Mai aus dem Konfinement losgehen. Und was wichtig ist an den heutigen Simulationen, ist, dass man da normal Sozialkontakte simuliert. Und das heißt, da haben wir nicht die Geste Barriere an eben Hygienemaßnahmen also simuliert gehabt. Das andere ist, dass hier oben als eben die Kurven sind ohne großflächig virologisch PCR-Testen, das eben für zu gucken, ob die Leute den Virus haben, ob sie positiv für den Virus sind, und ohne den Contact Tracing. Contact Tracing ist eben nur Verfolgung von alle guten Kontakte, die eine positiv getestete Person hat, für eben die Leute dann zusätzlich zu hier, die dann an Isolement können, dass man die geben an Quarantäne machen und dadurch konkret Infektionsketten unterbrechen. Und das heißt, dass eben ohne die Mesuren simuliert. Ich weiß nicht, an der folgenden Folie, wie das dann die Maßnahmen sich auswirken.
Ja, und heute sieht dass man ohne die großflächig Tester und ohne das Contact Tracing, dass man aber Kurveverlauf haben, den aber relativ no und Kapazität an Bezug auf zwei intensiv kommen, an Bezug auf ein Zweitwerk. Und das ist eben ein essentieller Punkt, weil das natürlich dann sich auch auf zum Beispiel Todesopfer, die dann zu beklagen wäre, auswirkt. Wenn man aber wie an unserer Strategie mit dran, wenn man da eben virologisch PCR-Tester an den effizienten Contact Tracing machen, da sehen wir, dass man zu keiner Zeit erstens mal an ein grosses Zweitwerk kommen, und zweitens, dass die aber unter dem Seuil von den Kapazitäten an Bezug auf zwei intensive verlaufen. Nachdem wir eben die ersten Szenarien so simuliert hatten, sind wir auch auf viel mehr aktiv Diskussionen mit den einzelnen Ministerien gekommen. Und ich gebe schon zwei Beispiele geben, die über das Weekend der Regierung zur Verfügung auch gestaltet wurden und die auch an Diskussionen am Regierungsrat angeflossen sind. Und das sind Szenarien, die werden, wie gesagt, mitten am Kontext von der Chambersdebatte auch publiziert gehen. Wir sind eben zwei Szenarien, für euch einfach zu weisen, hauptsächlich zum Beispiel, was aber Sozialkontakte für großen Einfluss haben, am Bezug auf wie Verbreitung vom Virus sich werden in den nächsten Wochen halt zu Lützeburg bemerkbar machen. Hier ist eben simuliert, dass alle gut Schulen abgehen, also am Kontext von dem Fassage, den die Regierung vorgesehen hat. Hier sind dann eben die 63.000 Leute, die am Bausektor an all den anderen Sektoren, die da mit drin hängen, also an Dekonfinement am 20. April kommen, wie das ja auch geschieht ist, sowie eben die 25.000 Leute, die am Kommerz arbeiten, also Einzelhandel, Coiffeuren und Kosmetikbranche. Und das war das ist vorgesehen eben für den 11. Mai, den nächsten Montag. Und dann ganz wichtig heißen eben reduziert Sozialkontakte mit dran. Das heißt, da gehen wir von einer wirklich reduzierter Kontakt, also für relativ reduzierte soziale Kontakten aus, über eben die Maßnahmen, die da mittlerweile schon kennt, eben die 2 Meter Aufstand, aber nicht bannend den 2 Meter ist, da den dann eine Maske soll drohen. Und hier ist auch simuliert mit der Möglichkeit, für 6 Gäste aus 2 Menagen pro Woche anzuladen. Und da sieht dann, dass man am Kurveverlauf ganz klar unter dem Seuil von der Maximalkapazität von den zwei intensiven Laien. Und wir sind auch da am Kontext von den Todesopfern, die dann vielleicht zu beklagen wären, sind wir auch nicht allzu hoch. Dann, just für da ein bisschen an den Kontext zu setzen, ich meine, es sind ja viele Debatten heute zu Lützeburg und nicht nur heute zu Lützeburg, wie ein anderer Sektor könnten abgehen. Und hier ist dann eben par rapport zu dem ersten Szenario genau dasselbe Szenario, außer dass wir hier noch zusätzlich eine Hausparty mit 10 Leuten pro Woche dran haben, und dass wir alle gut Restaurants abmachen. Aber wenn wir das Restaurant abmachen, dann wird aber so, dass du aber 2 Meter Abstand zwischen den Gästen muss existieren. Wie wir da gesehen ist eben, dass wir da aber an einen relativ grav Zweitwerk oder Welle kommen, und die gibt dann effektiv auch die Kapazität von den zwei Intensiven überwältigen. Also ich meine, die Lesson, die wir heraus erzählen, ist eben, dass Sozialkontakte in erster Linie extrem sich werden bemerkbar machen an Bezug auf die Evolution von der Verbreitung vom Virus wert sind an der Population, und das dementsprechend nach ein darauf hinzuweisen, dass Leute eben striktement die Maßnahmen sollen anhalten, für eben die Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, für dass man nicht an ein Szenario kommen von einer zweiten Welle. Und dann zusätzlich, und den Professor Nerbas wird das ja schon beschrieben, zusätzlich geben wir uns eben den Moyen für eben positiv Leute, also die den Virus an sich strohen, für die zu identifizieren, die an Isolement zu bringen, sowie hier Kontakte eben an Quarantäne.
Und die Kombination von denen zwei Maßnahmen ist eben wichtig, für eben eine zweite Welle zu vermeiden. Ich will dann noch ganz kurz auf zusätzliche Beiträge angehen, die mir als Taskforce gelesen und über die letzten Wochen bezieht sich nicht nur auf die medizinischen Aspekte, die natürlich absolut essentiell und wichtig sind. Wir haben ein bisschen darüber hinaus natürlich auch geguckt, wie ist den insgesamten Impact von der Krise op Lützeburg an du hast zum Beispiel ja schon mit April die erste Version von der Recovid Studie publiziert gehen, die sich eben spezifisch mit den ökonomischen Impact von der COVID-19-Krise zu Lützeburg befasst. Dann haben wir zusätzlich auch zum Beispiel den Simulationen haben wir Analysen auch der Regierung zur Verfügung gestellt. Wir haben zum Beispiel einen Rapport über die Einzel Contact Tracing Apps. Wir haben viel darauf hingewiesen, wie wichtig das Contact Tracing ist. Und die sind sich ja bewusst, dass das hauptsächlich zwei Manieren kann machen. Eine davon ist, und die sind nicht exklusiv, ich da vielleicht komplementär zu gesehen, an eine von den Manieren für das zu machen, also eben über die Proximity Tracing Apps, was natürlich auch schon ganz viel mediatisiert und diskutiert wird. Da haben wir eben einen Rapport angefertigt, den wir den 21. April angeregt haben. Und dann haben wir auch einen Rapport, den Lo am Gang ist finalisiert zu gehen, den sich hauptsächlich mit dem Impact von der Krise auf den Logistiksektor halt zu Lützeburg befasst. So, also die Beiträge, die Rapporten sind ja schon zum Teil publiziert. Wir werden aber an den nächsten Wochen viel mehr konsequent die Sache publizieren und die werden dann auf unserem Site researchluxemburg.lu zu finden sein. So, da wäre ich auch am Ende von meiner Präsentation und ich gebe euch da dann ein vielmals merci so für die Nullaustren und wir sind natürlich froh, viel und nach Fragen zu beantworten. Merci. Ja, vielen Dank. Falls Sie Fragen haben, ich habe auch gebeten, den Kollegen Professor Ollert, der das Work Package 4 leitet, das ist alles, was Fragen der Diagnostik anbetrifft, also die immunologischen Tests oder die PCR-Tests, heute hier anwesend zu sein. Wenn Sie dazu Fragen haben, vielleicht Markus, möchtest du da beantworten oder dich hierher setzen, wie du möchtest? Okay. Hello, may I ask my question in English? I would like to be better, to be sure I understood what Mr. Wilmes said earlier about contact tracing. It seems to be like contact tracing is something important, but you told about proximity tracing apps that could be an option. We all know our Prime Minister Xavier Bettel said he's against the global apps system that can be provided. So what's the solution according to you to solve this issue? Thank you. Yes, thanks very much for the question. So what I'd like to highlight is that according to the different scenarii that we have worked on, the large-scale testing combined with contact tracing is vitally important. It is vitally important to identify positives and importantly also people that are asymptomatic and are positive, such that they can be isolated and that their contacts can be retraced such that those contacts can be quarantined. So the point is that contact tracing is important. As I just highlighted, there are two main means of contact tracing which are not self-exclusive. So at the moment, the majority of the contact tracing is of course done in the classical way, and in Luxembourg it's done exclusively via this route. So the Inspection Sanitaire is responsible for basically interviewing individuals that have been tested positively and to understand who they've had contact with, such that those people can be contacted and identified. So this is more or less the classical approach in epidemiology, how this would be done in order to, again,
basically prevent further transmission within the population. So then there is the contact tracing apps. And here there is, of course, there's been a debate about whether these are not in violation of data privacy rights. And so there have been a number of different strategies developed, how one could ensure that contact tracing apps would not be in violation of privacy rights. And it's here that the GDPR conform sort of proximity tracing apps have come to the forefront, and this has of course been discussed, and this is an approach that is also endorsed by the European Commission. Now, the point there is that this is an electronics mean by which one could actually potentially support the more or less classical contact tracing. And we don't know yet in how much that would improve the efficiency of the classical approach, but it's certainly to be seen as a potential additional means that one would have. So the point here is that we have basically looked at different contact tracing apps. We have basically supplied the report. Again, it's just an additional means to increase the effectiveness. If we are able to provide enough capacity for contact tracing along the classical route, we wouldn't run into issues. But the point is that the contact tracing apps may just add to the capacity. Moyen. Schon eine ganze Reihe Fragen, ich fange mal los an. Und zwar verstehen ich nicht ganz, für was das einen berühmten R als Lützburg noch immer so hoch ist. Ich bin ganz dankbar, wenn jemand das erklären kann. Und dann, ja, fangt mal vielleicht mal dummer da an. Ich kann ja mal anfangen und dann an die Kollegen weiterreichen. Der Wert ist empirisch. Also das heißt, wir müssen einfach beobachten, dass der statistisch immer noch da ist, wo er ist, dass wir also immer noch von einer Person auf die andere weiter diesen Ansteckungsgrad haben. Da gibt es verschiedene Gründe dazu. Zum ersten Mal muss man sehen, dass relativ gesehen das Infektionsniveau in Luxemburg relativ zu anderen europäischen Ländern zunächst mal sehr hoch war. Das heißt, wenn man sich die Kurven anschaut, was durch die Maßnahmen des Confinements eben erreicht wurde, ist, dass ein sehr schneller Abbruch eines sehr dynamischen Pandemiegeschehens erreicht wurde. Trotzdem sind die Zahlen hoch und trotzdem hat man natürlich noch einen Grad an Kontakten innerhalb der Gruppen, in denen man sich befindet, innerhalb der Familien. Das heißt also, dass aufgrund der geringen Kontaktzahlen im Confinement jetzt der RT-Wert nicht höher ist. Ja, vielleicht nach ein Kedaton zu streichen. Wir hatten eben relativ gesehen Bannen der Population, wenn das mit anderen Ländern vergleicht, hat zu Lützeburg hatte man ein heisch relativ Infektionszahl. Und das dat man die 300 aktiv Infektionen haben, also diese positiv diagnostiziert an die Symptome. An die 300 wie eben gesagt, die haben wahrscheinlich 300 Leute angestach. Und das auch darüber zurückzuführen, wie den Professor Nervaslo sagt, es wird eine Ausstechung bannend den einzelnen Menagen, Haushalten, aber es war ja einfach nicht so, dass jeder daheim bleiben, es sind ja aber Leute hier Arbeit nachgegangen und die hatten eben auch während dem Konfinement natürlich Möglichkeit für andere umzustechen. Dann meine nächste Frage zu den Large-Scale-Tester. Also mein limitiert Verständnis von der Sache, für dich mal zu kontrollieren, ob ich richtig verstanden habe. Es gibt eben Kontingente gemacht pro Sektor, den ich will abmachen.
Und dann, wenn da du viel positiver sind, da seht den, dann hast du mal am großen Stil für all die rauszuplecken, die positiv sind. Und da können wir sich auflösen und dadurch können wir dann echt dekonfinieren, wenn wir das nicht geben. Soweit habe ich richtig verstanden. Ja. Gut. Jetzt ist es aber so, dass ja der Bau schon wieder draußen ist und Sie haben kein Large-Scale-Testing da gemacht. Die Kinderlein werden jetzt wieder zur Schule gehen, da haben sie auch noch kein Large-Scale-Testing gemacht. Von daher habe ich Schwierigkeiten nachzuvollziehen, inwieweit ihre Tests dazu beitragen, die Confinement-Politik hier in Luxemburg tatsächlich zu bestimmen. Also ich denke nicht, dass diese unterstützende Strategie die Politik bestimmt, in keinster Weise, sondern unterstützt. Und ich denke, man muss das auch historisch sehen. Wir haben das diskutiert und während dieser Diskussion wurden dann die Prävalenzzahlen im Bausektor klar, wurden bemessen. Und seitdem gibt es eine gewisse Urgence, das auch mit Nachdruck und schnell darzustellen. Das heißt natürlich, mit den Zahlen, die im Moment im Deconfinement sind, das sind keine sehr hohen Zahlen, zum einen, zum anderen sind die sozialen Isolierungsmaßnahmen innerhalb der Sektoren, die jetzt released wurden, ja intakt. Also die Bauarbeiter tragen Masken, die behalten auch den Sicherheitsabstand ein, so hoffen wir zumindest, sodass sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich diese Situation nicht sehr viel wird verschlimmern können. Da wird jetzt allerdings auch nochmal nachgemessen, wie sich das entwickelt hat im Bausektor. Und dass wir dann im Nachgang, sobald die Kapazitäten da sind, dann einfach eingreifen. Das ist der Bausektor. Aber wir haben natürlich gesehen, dass bei den Schulen, da wurde ja als die, wie heißen diese Klassterminal, genau, als die Klassterminal dann ins Deconfinement ging, wurde ja allen Schülern angeboten, sich großflächig testen zu lassen. Es war natürlich damals noch nicht völlig klar, wie hoch der Durchsetzungsgrad oder die Prävalenz da sein würde. Da haben wir herausgefunden, dass der relativ niedrig war. Also das wurde ja, glaube ich, auch veröffentlicht, nehme ich an. Also es war ein Prävalenzgrad, der ungefähr dem entspricht, was Professor Krüger vorgestellt hat, was ja auch Sinn macht. Das heißt also, wenn man so wenige Positive hat, dann kann man natürlich warten, bis dann dieses Kontingent, wenn das dann leicht ansteigt, völlig getestet werden kann, um dann die Positiven wieder zu entziehen. Wir haben ein dynamisches Geschehen und wir unterstützen die Maßnahmen der Politik, indem wir diese Kapazität vorhalten. Und sobald die Testkapazitäten da sind, werden wir nicht nur diejenigen, die jetzt schon im Deconfinement sind, testen, sondern auch dann die in Zukunft entlassen werden. Also ich glaube, es ist eine wichtige Maßnahme und ich denke nicht, dass sie zu spät kommt. Das wäre dann genau meine nächste Frage. Wann sind denn Ihre Testzentren, die 17, tatsächlich bereit? Also ich habe den Eindruck, dass das nicht ganz so flott von Hand geht, als Sie das anfangs gesagt hatten. Also ich denke, also das, was man plant, ist ja oft so, dass man dann hinterher die Deadlines, die ambitioniert sind, nicht so einhalten kann, wie man es gerne hätte. Aber ich glaube, was wir hier sehen, ist das, was gesagt wurde, dass wir ab Mitte Juni anfangen können und dass die Kapazitäten, die vollen Kapazitäten dann bis Ende, bis Mitte Mai wir in der Lage sein werden, mit den Tests zu beginnen und dass dann gegen Ende Juni, so ungefähr eine Woche später, die vollen Testkapazitäten zur Verfügung stehen werden. Und das ist in dem Rahmen dessen, was getan werden kann. Und ich glaube, es ist auch in dem Rahmen dessen, was angekündigt wurde. Gut, dann eine letzte Frage, wenn ich darf. Die Simulationen, die Herr Pohl-Wilmes vorgestellt hat, Sie haben vorhin gesagt, die werden jetzt auch veröffentlicht heute im Rahmen der Erklärung, die der Staatsminister gibt. Ehrlich gesagt, muss ich Ihnen sagen, finde ich das reichlich spät, diese Simulation zu veröffentlichen, denn das heißt jetzt, dass weder wir noch die Öffentlichkeit, noch die Abgeordneten sich das selbst anschauen können und irgendwie mitdiskutieren können oder sich zumindest eine Meinung darüber bilden können, was denn die Entscheidung, die die Regierung jetzt getroffen hat, tatsächlich hergeben. Deswegen meine Frage an Sie, haben Sie die Entscheidung getroffen, wann die Simulationen veröffentlicht werden oder hat das die Regierung für Sie gemacht?
Also ich würde da vielleicht, oder wir können ja auch Lützeburg schwätzen, ich gebe einfach darauf hinweisen, dass man nicht recht die ersten Daten publiziert und wir haben für uns 2 Wochen die ersten Daten zu den ersten Simulationen publiziert, die bis dato eben nach auf den Wuhan, also dem Wuhan-Szenario beruht haben. Wir haben eben über die letzten Wochen mit Notdruck eben müssen noch die Lützeburger Staaten an dem Modell integrieren. Dementsprechend als das Modell letzte Freitag am Anfang fertig gewesen. Und wir haben dann nachher müssen natürlich alle die Einzelszenarien mit den Lützeburger Zahlen durchmodellieren. Und wir haben, wie gesagt, Sonntag ich kann nicht mehr sagen, dass die Modellierung an Simulationsgruppe, die haben nur durchgemacht, für erstens mal das Modell neu zu haben und zweitens für eben die ganzen Szenarien durchzurechnen, weil das ist aber trotzdem relativ intensiv. Wir haben eben, wie gesagt, der Regierung sondig mitten die letzten Simulationen geschickt gehabt und die gehen heute dann Donnerstag publiziert. Ja, weil, wie gesagt, das alles aber eine Zeit braucht und wir haben auch eine gewisse Validation noch müssen machen. Das heißt, das Modell wird gestanden, wir haben die Einzelszenarien durchsimuliert und wir haben die Donnerien eben und die Ministerien an die Regierung weitergehen. Ich meine, das ist echt froh, dann die Regierung hat, die vielleicht seit Sonden, dann ist eben ein froh, wie wir in Zukunft dummer da sollen umgehen. Ich meine, das ist so, dass das heute eine ehemalige Situation ist. Wir haben eine ehemalige Situation, wo wir auch als Forscher, als Wissenschaftler eine Rolle am Fungerhol zu spielen haben in Bezug auf eben die Entwicklung von den Szenarien, die eben eine Basis können sein für Decisionen, da das bis dato nie zu Lützeburg meines Wissens nur geschieht. Und ich meine, dass wir hier sicher werden auch Lehre für die Zukunft sehen, an wie schnell so Sachen dann eben in Zukunft vielleicht sollen an der breite Publikum gedroht gehen. Aber da ist es doch wichtig, dass die richtig interpretiert gehen. Und ich meine, wir haben eine Basis, wir machen hier als einen Dialog offen, auch mit ihr, für euch zu erklären, wo die Sachen herkommen, und wie das eben vielleicht dann dazu gefordert wird, dass die Regierung eine oder die andere Decision geholt wird. Ich reformulieren meine Frage dann. Sie dir gefragt gehen, für die Simulationen zu einem bestimmten Zeitpunkt Recht und Öffentlichkeit rauszugehen, weil es entbehrt jeglicher Logik für die Dinger Recht zur Verfügung zu stellen für ein Chamberdebatte, für drunter kann ja kein Mensch zu verstehen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Sie dir gefragt gehen fürs Zurückzahlen oder für was du es nicht echt publiziert? Dass sie solle publiziert gehen als eben hier Decision. Ja, Donnerien sind, also die Einzelsimulationen an Donnerien, die sie von uns erstellt gehen, die beruhen auch zu Teils natürlich auf Informationen, die wir zum Beispiel vom Ministère de la Santé gekriegt haben, die zum Teils konfidentiell sind oder zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gekriegt haben. Aber wir sind in dem Moment nicht am Même, für Sachen an die Öffentlichkeit zu drohen, worüber wir am Anfang keine Gewalt tun. Und das ist dem Moment die Decision von der Regierung, wie sie die Sache publiziert. Wir sind ja nicht am Gang, irgendwie der Regierung zu diktieren, was sie soll machen. Wir haben just eben hinnen verschiedene Szenarien und Hand gehen, für eben Decisionen können zu holen. Die Decisionen sind hier. Decisionen für die Publik zu machen, als hier. Guten Tag, ich hätte eine Frage an Professor Krüger, was die Prävalenz angeht. Und zwar sagen Sie, es gibt 0,3% ungefähr, das entspricht 1400 Mitbürgern. Wie verhält sich das jetzt zu den 3800 Fällen, die ja bestätigt sind? Sind das Fälle, die wir quasi nicht zusätzlich, die da sind, die wir jetzt nicht entdeckt haben? Was hat es mit dieser Prävalenz auf sich? Ich hoffe mal, das geht jetzt. Können Sie mich hören? Ja, vielen Dank für die Frage.
Tatsächlich muss man sagen, dass wir in unserer Studie ja einen Fokus eben genau auf die hatten, die eigentlich nicht in die klassische Diagnostik gehen. Das sind Menschen mit Symptomen, die eben typischerweise Symptome haben wie die Covid-Erkrankung. Das, was Sie nennen, ist eine kumulative Zahl über einen längeren Zeitraum. Deswegen hatte ich gesagt, unsere Prävalenz richtet sich auf den Zeitraum vom 16. April bis zum 5. Mai, wo wir eben diese Daten erhoben haben. Und die schließen eben auch diejenigen ein, die keine klassischen Krankheitssymptome haben, also die kein Fieber haben, keinen schweren Husten, so wie wir das jetzt auch bei den Positiven gesehen haben, auf einer repräsentativen Basis. Aber was sagt uns das denn dann jetzt über das Virusgeschehen? Also wir wissen ja, wie viele bestätigte Fälle es gibt. Jetzt wissen wir, was Sie ausrechnen, wie die Prävalenz in diesem Zeitraum war. Aber wie verhalten sich diese Zahlen miteinander? Das ist mir nicht ganz klar, was jetzt der Mehrwert ist, dass wir wissen, was die Prävalenz ist. Also der Mehrwert ist, dass man das, was man ja sonst immer die Dunkelziffer nennt, dass man das klarer benennen kann, eben die Menschen, die nicht klassisch einer Diagnostik zugeführt werden. Das erlaubt auch präventive Maßnahmen, weil wir ja gesagt haben, wir informieren auch alle, die positiv getestet sind. Das heißt, dort können Menschen in die Quarantäne gehen, die sich sonst gar nicht gefühlt hätten, als müssten sie in die Quarantäne und so vermeiden, dass das Virus weiter verbreitet wird. Die Studie wird ja auch weitergeführt. Das heißt, das Interessante, und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ist, dass wir eben nicht nur eine Baseline haben, sozusagen einen Snapshot-View, sondern wir haben wirklich die Möglichkeit, jetzt individuell weiter zu verfolgen, neue Fälle zu entdecken und eben auch zu sehen, wie Immunantworten in den Fällen ablaufen, um eben diese Frage, die mich viel erreicht, wie sieht es denn jetzt aus, bin ich jetzt immun, um diese Fragen auch besser beantworten zu können, weil die können wir im Moment leider noch nicht beantworten, aber dafür stehen eben diese Proben zur Verfügung. Darf ich vielleicht auch dazu hinzufügen, ich glaube, die Frage zielt darauf, auf diese Dunkelziffer eben. Also wir wissen ja, wie die Infektionszahlen heute sich darstellen. Sie kennen sie sich ja besser. Wie viele sind es? Sehr wenige, 10, 4. Wie viele Neuinfizierte hatten wir gestern? 11. Gut, also wir haben im Jetzt-Zeitraum heute, gestern 11 Neuinfizierte, aber wir haben gleichzeitig, und das wurde ja gemessen in dieser Woche, ungefähr 1500 asymptomatisch Positive. Das heißt also, dieser Faktor, den wir vergleichen müssen, ist im Jetzt. Das heißt, auf diese 11 Positiven heute würden dann, man würde vielleicht ja heute die Zahl etwas abgenommen haben, aber doch eine sehr, sehr große Zahl an nicht sichtbaren asymptomatisch Positiven haben, die aber trotzdem ansteckend sind. Und das ist diese Dunkelziffer. Das ist der Faktor zwischen den 11 und den, wie viel es auch immer sein mögen, dann vielleicht nicht 1500, sondern vielleicht nur noch 1300. Ich hatte auch noch kurz eine Frage für den Professor Wilmes. Und zwar, wurde gerechnet, dass wenn man den Lockdown der 4. Mai komplett abgehoben hätten, dass man dann ungefähr 8000 Tote hätten. Geht es eine Simulation, was geschieht, wenn es gar keinen Lockdown gehen hat an dem Feld? Schon oder auf den Grafiken nicht gesehen. An der anderen, dass aber trotzdem auf dem Modell gesehen, da sehen auch mit den Mesuren wie solo geholgen an dem Modell, da sehen aber so ein zweit Welle kann werden am September. Die ist nicht so heiß, wie wenn gar nicht wäre, aber. Ja, also zu Ihrer ersten Frage. Mir habe gesehen, dass, kann ich ja immer nehmen, nur dem der Verlauf sich entwickelt wird, kann ich ja recht zurückgucken, was am Anfang geschieht ist. Was ich kann sagen, ist, dass mir am März an einer extrem steiger, also an einem ganz steiger Kurveverlauf waren, an der exponentiell. Heute zu Lützeburg lungen den eine Woche 4 Ruhen Wuhan. Das heißt, wir haben sozusagen eine Notbremsung hier gelöscht. An Fallzahlen, wenn man sich die Kurven anguckt, in Bezug auf die exponentiell, da wären wir auch bei Tausenden von Toten. Das ist so, dass wir natürlich, also muss erstens mal die Kurve gucken und dann guckt man sich Modelle an. An Modelle, da gibt es natürlich eine gewisse Incertitude, das ist ja ganz klar. Und ich meine, das ist auch an alle guten Simulationen und Szenarien, die da werden gesehen, haben wir das durchgestaltet. Aber ich kann sicher davon ausgehen, dass wenn man einfach sozusagen an ein Normalleben zurückfahren lässt, wird eben am Ende Februar, März halt zu Lützeburg existiert wird, dass man da ganz klar an ein Graf zweite kommen, was wahrscheinlich dann zu Tausenden von Toten führt. Ich meine, das ist evident.
Und das ist eben hauptsächlich auch evident, weil man eben am Bezug auf den Durchseuchungsgrad, dass man, wie gesagt, also dass man relativ wenig Leute haben, die dem Virus ausgesetzt waren. Das heißt, an der Population haben wir noch viel Potenzial, für das Leute gegen ungestacht gehen, dass sie eben der Virus auch weitergehen, an dass sie krank gehen. Ich habe echt vor zur Methodologie von der Convince-Etude. Wieso goufe kein Grenzgänger mat Drageholl an noch kein ënner 18 Joer? Ja, das sind Design-Diskussionen, die wir zu Beginn der Convince-Studie geführt haben und aus den Gründen, dass eben zu der Zeit schon ein klares Confinement war und dass man sich fokussieren wollte auf die Luxemburger Bevölkerung, haben wir eben einen Zugang gewählt, der uns einen schnellen Start ermöglicht hat. Ist natürlich richtig, dass Sie sagen, die unter 18-Jährigen, wird ja auch gerade diskutiert, können dort auch beitragen. Das ist etwas, was wir im Auge haben. Also eine Convinced Children wird geplant, aber es ist etwas, was wir aus Zeitgründen, weil das speziellere Logistik braucht und andere Dinge hat, sozusagen nicht mit dem gleichen Tempo voranbringen können. Dann noch eine Frage zu den Resultaten. Die Prävalenz bei den Antikörpern liegt bei knapp 2%. Das würde eine Mortalität von 0,75% ausmachen. Können Sie diese Zahlen konfirmieren? Also ich glaube, ich reiche das an Professor Ollert weiter. Ich denke, ja, Herr Professor Ollert. Ja, also wie gesagt, die Zahlen, die Sie jetzt errechnet haben, die stimmen. Also ungefähr 0,7% müsste man davon ausgehen, von einer sogenannten Infection Fatality Rate aufgrund dieser Daten. Und das wäre in etwa vergleichbar, was man auch in anderen Ländern gesehen hat, die ähnliche Studien jetzt nicht aufbauend auf repräsentativen Kohorten, sondern auf anderen Kohorten mit dann anschließenden Modellierungen dann das so berechnet haben, aber das würde in etwas sehr gut passen. Genau, das ist die Zahl, von der wir jetzt im Moment ausgehen. Die ist aber insofern noch nicht endgültig, weil, wie gesagt, unser Studiendesign auch uns in 2 Wochen, in 4 Wochen noch erlaubt, gewisse Fälle, die wir jetzt zum Beispiel nur mit einem Antikörper positiv haben, noch zu korrigieren, falls sie diesen anderen Antikörper dann auch noch entwickeln sollten, weil die haben wir derzeit für diese Kalkulation außen vor gelassen. Ich wollte fragen, gibt es eine minimale Anzahl von Freiwilligen, die überhaupt an der Kontingentstudie teilnehmen müssen, damit es funktioniert? Wenn jetzt nur 20% mitmachen würden, was wäre dann? Ich denke, wenn jetzt nur 20% mitmachen würden, dann können wir uns diese Simulation anschauen. Dann wäre es natürlich so, dass eine sehr große Anzahl derjenigen, die die asymptomatisch positiv sind, sich weiter bewegen mit einer höheren Konnektivität und dann aktiv zum Wiederaufwallen des Pandemiegeschehens beitragen würden. Ich denke, dass also wir damit rechnen, dass ein Interesse besteht, gemeinsam eine zweite Welle zu vermeiden, sich nicht testen zu lassen. Sollten diese Maßnahmen scheitern, können wir aus den Kurven sehen, dass wir nicht nur wahrscheinlich eine Überlastung des Gesundheitssystems werden erleiden müssen, sondern auch eine dann weiter stark ansteigende Kurve. Und es ist ja so, dass wir nicht nur hier in Luxemburg alleine sind. Das ist ein Land, das sehr international ist. Wir haben sehr viele Mitarbeiter und Leute in Kontingenten arbeiten, die aus Belgien kommen, die aus Deutschland und aus Frankreich kommen. Wenn wir jetzt auch ein relativ kontrolliertes Pandemiegeschehen hier in Luxemburg haben und es ist fast nicht mehr sichtbar, müssen wir trotzdem verstehen, dass wenn die Kontingente jetzt aufmachen, sehr viele Leute aus Gebieten hier reinkommen, in denen das Pandemiegeschehen noch sehr, sehr viel aktiver ist, dass sich das sehr schnell hier in Luxemburg auch ändern wird. Und wir zählen einfach darauf, dass das einsichtig ist und die Leute tatsächlich dann mitmachen. Mich würde interessieren, weil es auch in Ihren Grafiken eine Rolle gespielt hat, wie viele Intensivbetten es mittlerweile in Luxemburg gibt, die für Patienten tatsächlich bereitstehen und wie viele Sie in Ihrem Modell benutzt haben. Vielleicht würde ich dazu nochmal die Grafiken zeigen.
wovon wir jetzt eben in unseren einzelnen Szenarien ausgegangen sind, ist eben eine Maximalkapazität von 90. Das wird auch in den Dokumenten ersichtlich sein. Dabei ist es so aber, dass man eher um eine Zahl von 40 bleiben möchte, weil bei 40 eben die Kapazitäten gut funktionieren und man nicht in einer Überkapazität, in solch einem Überkapazitäten-Szenario sich befindet. Das heißt, wir sind in unseren Szenarien jetzt immer von einer absoluten Maximalzahl an 90 ausgegangen, wobei es eben trotzdem wünschenswert ist, dass man um die 40 bleibt. Und wir haben eben im Verlauf jetzt, während des Konfinements haben wir niemals diese 40 oder 50, also sind wir nie darüber hinausgegangen. Ja, ich habe auch mehrere Fragen. Ich fange mal bei Convince an. Und zwar war es ja so, dass auch mehrere Menschen sich selbst bei Ternes Ilres oder beim LIH gemeldet haben, um an der Studie teilzunehmen. Und ich wollte wissen, ob die dann tatsächlich auch mitmachen bei der Studie und wie dann sichergestellt wird, dass ein sogenanntes Self-Selection-Bias nicht stattfindet. Also dass Menschen, die zum Beispiel Hypochonder sind, die glauben, also die eigentlich schon sehr gut aufpassen, dann in die Studie mit aufgenommen werden und dadurch die Resultate verzerrt werden. Ja, Sie sprechen auch das Studiendesign an und wie gesagt, das ist etwas, wo wir uns sehr große Gedanken gemacht haben am Anfang, um das Design eben auch der aktuellen Situation anzupassen. Wir haben den Zugang über ein Panel gewählt. Das ist etwas, was den schnellen Zugang zur Population ermöglicht hat auf einer repräsentativen Basis. Das heißt, es erlaubt nicht, dass wir sozusagen außerhalb des Panels Freiwillige, auch wenn ich das natürlich sehr schätze und ich auch sehr viele E-Mails und Nachrichten bekommen habe von Menschen, die sich darüber hinaus für die Studie interessiert haben und bereit erklärt haben. Aber das Design ist eben so gewählt, dass wir darüber über die bestehende Infrastruktur einen sehr schnellen Zugang hatten. Und Sie können sich vorstellen, wir haben in diesem Rahmen innerhalb weniger Tage über 1800 Individuen rekrutieren können. Wir führen auch andere Studien durch und das ist etwas, was wirklich angemessen schnell war und über andere Möglichkeiten wie zum Beispiel persönliche Kontakte, Telefonate nicht in dem Maße möglich gewesen wäre leider. Das heißt, die sich freiwillig gemeldet haben, die wurden auch nicht mit reingenommen, zusätzlich zum Panel? Wenn sie nicht, also das ist ein unabhängiger Vorgang. Es gibt ein Panel und dann legen wir Kriterien auf, die eben die Repräsentativität wiedergeben sollen. Und so werden Einladungen an dieses stehende Panel von über 18.000 Mitgliedern herausgegeben. Dann hätte ich auch noch Fragen zu den Antikörpertests. Es war ja jetzt so, dass dann der Durchseuchungsgrad bei etwa 1,9% liegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Spezifizität des Tests liegt aber bei etwa 96%. Könnte es dann nicht sein, dass eigentlich das, was jetzt entdeckt wurde, hauptsächlich falsch positive Resultate sind und nicht unbedingt Menschen, die tatsächlich Antikörper entwickelt haben? Also wir haben jetzt nur die IgG-Tests, dieses Euroimmun-Assays, der derzeit eben angewendet wurde, einbezogen, nicht die IgA-Testergebnisse. Die IgG-Testergebnisse haben jetzt laut Herstellerangaben eine Spezifität, die liegt höher. Die liegt also laut Hersteller bei 98-99%. Wir haben selbst eben Spezifitätspanels jetzt laufen lassen aus den letzten beiden Winterjahren, und zwar 2018 den Winter, dann die ersten Monate 2019 und dann bis Dezember 2019 wurden eben diese Kontrollserien herangezogen, die waren gelagert am Nationallabor in Dödelingen und diese Serien haben bei uns jetzt eine Spezifität von 98,5% für den IgG-Test ergeben. Also wir können mehr oder weniger das, was international bereits publiziert wurde und was auch von der Firma herausgegeben wurde, bestätigen. Man muss auch sehen, dass einiges, was publiziert wurde, noch eine ältere Version dieses Tests verwendet hat, eine sogenannte Beta-Version, die noch nicht für den Markt zugelassen war.
wenn man sich genau die Methodik der Arbeiten anschaut. Und da ist es durchaus erklärbar, dass eine niedrigere Spezifität dieses Tests dann tatsächlich auch schon publiziert ist, die aber nicht auf die Daten hier bei uns anwendbar wäre. Was den IgA nachweist, das ist der erste Antikörper, der positiv wird nach IgM, bevor in der Regel das sogenannte IgG positiv wird. Da ist es in der Tat so, dass dieser Test eine niedrigere Spezifität aufweist von knapp über 90% laut Hersteller. Bei uns hier nachgetestet von ca. 89,5%, sodass wir das auch bestätigen können. Aus diesem Grunde haben wir derzeit die IgA-positiven Testresultate nicht für die Berechnung der Infektionsrate in Luxemburg zugrunde gelegt. Dann hätte ich auch noch eine Frage bezüglich des groß angelegten Tests. Meines Wissens ist es ja so, dass das LIH eigentlich ja selten so ein großes Budget zur Verfügung gestellt kriegt, für so ein großes Projekt zu leiten. Deshalb wollte ich einfach fragen, wie Sie das stemmen wollen als LIH, als Projektleiter. Wir sind Projektleiter und natürlich brauchen wir da Subcontractor oder Partner, mit denen dieser Arbeitsschritt geleistet werden kann. Und das sind in dem Fall professionelle Partner eines der großen Labors hier in Luxemburg, die das auch routinemäßig sehr gut machen. Das heißt, das Upscaling wird dadurch realisierbar, dass wiederum Subunternehmen dann mit einbezogen werden im Logistikbereich. Also ich denke, vom Project Management ist das durchaus machbar. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, das so aufzustocken. Es ist eine Herausforderung nicht logistisch und auch nicht wissenschaftlich. Ich glaube, es ist mehr, dass die Supply Chains im Moment ja sehr, sehr gestreckt sind. Es ist oft schwierig, Reagenzien oder die Swaps und so weiter in den Maßen schnell zu bekommen, in denen das jetzt gerade notwendig ist. Weil natürlich viele Länder, das muss man sehen, Deutschland, Belgien, sich auf eine ähnliche Strategie einschießen. Also diese Strategie, die wir jetzt hier auch entwickelt haben, wurde so ähnlich dann unabhängig auch in anderen Ländern vorgeschlagen. Ich kann Ihnen sagen, das Rockefeller-Papier und andere. Das heißt also, im Moment sind die Resources knapp. Es gibt gewisse Dinge, die sind nicht sehr leicht verfügbar. Und da liegt, glaube ich, die Hauptherausforderung nicht darin, dass man jetzt einen Faktor 10 eine Kapazität erhöht. Das ist durchaus schnell machbar. Aber ich glaube, dass in all den Bereichen das im Moment so aussieht, als würde es sich darstellen lassen. Dann hatte ich noch einen den Herr Wilmes, und zwar hat an ihrer Folie gesagt, dass den Rapport auch zu Contact Tracing App den noch publiziert, den noch veröffentlicht geht, sichtbar. Aber ja, wenn nie. Ja, das wie gesagt so, dass wir schon auf der Weg gehen für die Dokumente, die wir produzieren, dass wir die öffentlich zugänglich machen. Aber wie gesagt, das wird dann in den nächsten Wochen der Fall sein. Die muss ich auch für uns anhalten, dass wir eine relativ kleine Gruppe aber sind, und mir die Dokumente natürlich auch müssen validieren lassen, intern bei der Taskforce. Wir holen auch zum Teil also international Kollegen mal darum, dass wir, wie gesagt, eine relativ kleine Gruppe sind und dementsprechend die Dokumente eben immer zu verschaffen, für sie dann öffentlich zugänglich zu machen. Das braucht natürlich Zeit. Wir werden uns den natürlich gehen, wo auch immer wir Freizeit tun, also von den Duft da kann schwatzen, und die dann so schnell wie möglich eben, wie gesagt, publik machen. Ich wollte noch zu der Kontingente just frohen als schon gewusst, war die nächste Kontingent groß respektiv, wie geht du den Clustering gemacht überhaupt, wie geht das dezidiert, wenn du die grob hast? Also wir haben in den Modellen Kontingentgrößen zunächst mal zwischen 50 und 100.000 bewegen. Es ist die Aufgabe dann der Politik zu entscheiden, wie und wann diese Kontingente aufgefüllt werden. Das ist der eine Punkt ist die Entscheidung der Politik, welche Kontingente oder welche Arbeitsgruppen dann in den Markt released werden. Das andere ist natürlich die Prävalenz innerhalb dieser Gruppen. Das heißt, es wird nachgemessen dann in diesen repräsentativen Kohorten, wie groß ist der Durchseuchungsgrad. Also daraus entsteht dann die Reihenfolge. Zunächst mal, wer wird dann
als nächster in den Arbeitsprozess hinein entlassen und dann, wie hoch ist der Durchseuchungsgrad in dieser Gruppe. Aus diesen beiden Faktoren ergibt sich dann die Reihenfolge der Kontingente, die dann eben in diesen Prozess eingeführt werden. Ich glaube, das sind Entscheidungen, einige sind ja bereits veröffentlicht worden. Ich glaube, der Premierminister und die Gesundheitsministerin haben das vorgestellt am Montag. Die kennen wir nun auch. Die anderen werden entschieden in den nächsten Tagen und Wochen. Vielleicht ist noch ein dazu zu sagen, ich meine, die Kontingente können eben abgefüllt gehen, wie eben von der Politik an der Regierung gewünscht ist. Das heißt, wir haben am Fongol eine Methode definiert, wie ein schrittweise Dekonfinement kennt vorholen, und das eben nicht als Entscheidung, wie ein Sektoren an die Einzelkontingente kommen. Das ist wirklich die Entscheidung von der Regierung. Ich verstehe nicht das richtig, dass die Kontingenten hauptsächlich und Wirtschaftssektoren an den Berufsgruppen orientiert sind. Also ich denke, eine Gruppe, die wir jetzt kennen, das sind die Schüler, das sind die in den finalen Klassen und auch andere Schulklassen, die ja jetzt dann schon geslottet werden für Deconfinement. Das ist natürlich eine Gruppe, die nicht unbedingt wirtschaftlich definiert ist, sondern das sind einfach Gruppen in der Bevölkerung in Luxemburg. Was wichtig ist, glaube ich, dass wir, wenn wir uns die Wirtschaftsgruppen oder die Wirtschaftssektoren anschauen, dann natürlich dann auch die Transfrontalier mit einbegriffen sind, was wichtig ist, weil, wie bereits gesagt, da durchaus auch die Prävalenzzahlen ganz andere sind als hier in Luxemburg, die dann aber mit abgegriffen und auch, wo die asymptomatisch Positiven mit entzogen werden können, was natürlich dann für ein relativ sicheres Deconfinement hier in Luxemburg mit beitragen wird. Ich hätte nur noch eine Frage. Ich habe gelesen, 80% sind asymptomatisch. Von woher ist die Zahl, von der Weltgesundheitsorganisation oder wie? Also Sie können ja zum Beispiel, das haben wir gerade eben diskutiert, also wenn jetzt 2% der Bevölkerung jetzt, das ist eine Studie, die Prävalenzmessung war in den letzten 2 Wochen. Das heißt, in den letzten 2 Wochen hatten wir ungefähr 2%, ist das richtig? Ja, ungefähr 2% an Seropositiven. Das sind also Leute, die, pardon, das ist die falsche Anzahl. Wir haben 0,3 in dieser Zeit, 0,3 Prävalenz an Durchsetzung mit Virus. 0,3% der Bevölkerung. Das wären dann, das wurde gesagt, ungefähr 1500. Zur gleichen Zeit, während wir 1500 asymptomatische haben, haben wir diejenigen, die positiv tatsächlich getestet wurden, eine sehr viel geringere Anzahl. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, kumulativ über diese 2 Wochen, wie viele es waren. Wir hatten gestern 14. Das heißt, der Faktor der Dunkelziffer ergibt sich aus dieser Differenz. Wie viele positive symptomatisch sind identifiziert worden, das wird ja jeden Tag dargestellt. Und im Hintergrund dazu, wie viele sind asymptomatisch positiv gemessen worden, das sind eben diese 0,3%. Ja, genau, und das ist dieser Faktor der Dunkelziffer, der sich dadurch errechnen lässt. Sehr, sehr korrekt und hier bezogen konkret auf Luxemburg. Ich habe immer noch ein Verständnisproblem mit dem Evidence-Based Entscheidungsprozess, mit diesem Large-Scale-Testing. Also am nächsten Montag öffnen die Geschäfte wieder. Gibt es da beispielsweise ein Kontingent, was getestet wurde? Da gehen ganz viele Leute, da kommen auch die Grenzgänger wieder, die in diesen Geschäften arbeiten. Ich verstehe immer noch nicht, ob nicht die Entscheidung, wieder zu öffnen, schon gefallen ist, bevor eigentlich die Tests gemacht werden, wenn sie ihre Testkapazität eigentlich, die richtig durchzutesten, erst Mitte Mai verfügbar ist. Ja, also dazu muss ich also die hat natürlich recht, dass verschiedene Sektoren werden abgehen. Was ich kann sagen, ist, dass man natürlich bei einzelnen Sektoren schon Prävalenz, also am Bezug auf Prävalenz als repräsentativ Echantillon angeguckt haben. Du hast zum Beispiel beim Bau so gewirrscht, an die Zölle, die auch viel genannt gehen,
Da sind wir eben effektiv bei einem mehrhäigen Durchseuchungsgrad, da sind wir bei den 2,3%, was eben mehrhäig ist. Und das ist dementsprechend eben wichtig, dass den sich das Sektor für Sektor anguckt. Wir sind eben drin, mit Notdruck und Hochdruck, für eben so eben die repräsentativ Echantillon da als anzugucken. Und bei den Leuten, die eben an der Konstruktion schaffen, da ist eben am Gang ein zweit so repräsentative Echantillon gemacht zu gehen, für eben dort Prävalenz zu gucken. Und das ist auch für die anderen Kontingenten an die anderen Sektoren eben vorgesehen. Wann es so ist, dass wir einen hohen Durchseuchungsgrad haben an einem Sektor, dann ist eben eine Strategie darüber ausgerichtet, dass wir den in dem Moment ganz durchtesten. Aber für zu wissen, wenig, weil das ist wahrscheinlich ein nächstes Froh, wenig in das möchte, wir gucken uns mal den Verlauf an, also nicht nur blinde Menschen, sondern wir haben uns schon gewisse Säue gehen. Wir verfolgen das, aber wenn wenn wir gewisse Säue überschreiten, da geht man da hingehen und dann so mal, muss man ganz durchtesten. Ja, okay, aber die Sektoren gehen op, also da getestet, also für zu gucken, welche Durchseuchung ist, wie der das beim Bau gemacht hat, oder wird das recht gemacht, wenn sie ob sind, das ist ein Mende, ne? Ja, beim Bau haben wir es gemacht, bei den Primären haben wir es doch gemacht. Nee, der Kommerz geht, ich wiederhole, ein Kamen, ob sind dort hast du gemacht gehen oder nicht? Also wartet die Regierung darauf, dass dir hin Evidenz geht, oder hat es Decisionen für drohen? Ich meine, das ist so, dass wir eben ein Programm entwickelt haben, wie ihn eben Graffier gehen. Das heißt nicht, an ich betonen, das kann. Die Decision für so oder so zu machen, das nicht heißt, dass der Regierung hier. Und ich meine, was klar ist, als wir haben eine gewisse Kapazität von Testern, die wir machen im Moment. Wir werden die eben konsequent abschrauben von ungefähr 1500 im Moment pro Tag bis auf die 20.000. Und das ist die Moyen, die in Utien, die wir als und Hand gehen. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, worauf die Frage hinausläuft. Wenn jetzt Kontingente tatsächlich einen gewissen Prävalenzgrad haben, die werden jetzt schon entlassen aus dem Confinement, stellt das ein großes Risiko dar, bevor wir in der Lage sind. Ich denke, dass jetzt wenn in wenigen Wochen diese Testkapazitäten da sind, zwar schon einige Leute im Berufsleben sein werden, aber das durchaus nachgeholt werden kann. Ich denke nicht, dass aus dieser Zeitverzögerung von wenigen Wochen jetzt, auch wenn man das durchrechnet, sich ein sehr großes Risiko ergibt. Das heißt also, wenn wir in den nächsten Wochen testen, und wir nehmen natürlich immer an, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die entsprechenden Hygienemaßnahmen halten, Mundschutz tragen und einen Minimalabstand halten, dann wird dieses Geschehen nicht so dynamisch sein, dass in den 2 Wochen, die uns jetzt noch bleiben, oder vielleicht auch 3, dass es da einen starken Anstieg geben wird. Und wir sind dann in der Lage, mit den Kapazitäten nachzugreifen. Also ich denke nicht, dass es jetzt unbedingt nötig ist, das arithmetisch zu machen. Wir testen jeden durch, bevor er entlassen wird. Natürlich wäre es schön, wenn das der Fall wäre. Aber ich glaube, wir leben in einem sehr dynamischen Geschehen hier. Lockdown stellt einen sich für ein Risiko dar. Also ich glaube, es ist wichtig, dass es Lockerungsmaßnahmen gibt. Und die Maßnahmen, die wir jetzt vorhalten und die wir entwickeln, die werden in der Lage sein, auch dann noch zu greifen, wenn jetzt 1 oder 2 Wochen gewisse Kontingente schon im Berufsleben sind. Okay, aber meine spezifische Frage, wurde im Handel getestet, so wie das beim Bau gemacht wurde, bevor der Handel jetzt aufgeht? Also ich weiß, dass Prävalenztests gemacht werden. Also das ist, es gibt verschiedene Sektoren, die momentan angeschrieben und durchgetestet werden. Den genauen Stand dazu kann ich Ihnen jetzt hier keine Auskunft geben. Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, dass ich weiß, dass in den verschiedenen Kontingenten tatsächlich in jedem Kontingent eine Prävalenzstudie gemacht wird. Und nicht nur wird eine Studie gemacht, bevor das Kontingent entlassen wird, sondern es werden auch im Nachgang weiterhin Studien unternommen werden. Die sind zufällig, sodass man, auch wenn ein Kontingent dann durchgetestet wurde und neue Infektionsketten aufkommen, dass man das auch nachverfolgen kann. Also wir haben diese 3 Elemente. Erst die Prävalenz, die zeigt, wie hoch der Durchseuchungsgrad ist, dann das großflächige Testen und hinterher die Nachuntersuchung. Und mit diesem 3-Schritt,
glaube ich, sollten wir, und das sagen auch unsere Kurven, in den nächsten Wochen dieses Geschehen tatsächlich in Kontrolle halten können. Vielleicht noch auch global nach ein darauf zurückzukommen, dass also als großflächige Teststrategie mit dem Contact Tracing, das ja just noch ein zusätzlichen UT insgesamt, aber das ist ganz klar kann so nach aus Simulationen aus, dass der soziale Kontakt absolut das aller elementarst ist. Wir können uns nicht nehmen auf eine Mesure verlosen. Wir können uns nicht nehmen auf Testen und Contact Tracing verlosen. Wir müssen einfach ganz klar also die Mesuren, wie sie dafür gesehen sind, in Bezug auf also die Geste Barrieren, nach einkehr Hygiensmaßnahmen und so weiter, die sind absolut essentiell. Hauptsächlich, wie die mengt, wie zum Beispiel am Kommerz. Du hast eine Responsabilität von den Einzelleuten, die du aktiv sind, die du schaffen, wie sie mit ihren Klienten umgehen, dass sie die Maßnahmen anhalten. Genau, und dann nochmal auf Ihre Frage dann zurückzukommen. Wenn sich Entscheidungsträger diese Kurven ansehen, dann wissen sie ab dem Moment, in dem das Kontingent dann tatsächlich in die Confinement geht, dass unter Voraussetzung der Maßgaben, die ja von der Politik mitdefiniert wurden, natürlich muss man davon ausgehen, dass sie eingehalten werden, aber dass man unter Maßgabe dieser Bedingungen natürlich das sicher tun kann. Das zeigen diese Kurven. Das heißt also, wenn die Leute die sozialen Kontakte einhalten, dann auch wenn wir asymptomatisch Positive haben oder hätten auf einem höheren Niveau, lässt sich das noch sicher darstellen. Wir müssen aber, und das muss ich hier wieder betonen, auch in einer Situation, in der scheinbar dieses Pandemiegeschehen an Luxemburg vorübergegangen ist, weiter uns darüber im Klaren sein, dass diese Maßgaben extrem wichtig sind dafür, dass es gemeinsam gelingt. Und das wurde jetzt gesagt, auch das möchte ich mal hervorheben, das Einhalten dieser Maßgaben, Distanzierung und Maskentragen ist wesentlich. Dann können wir darüber hinausgehen, noch testen. Wenn wir uns die Kurven anschauen, ist es für mich ersichtlich, dass die Entscheidungsträger unter der Annahme, dass sie eingehalten werden, ich glaube, eine sehr verantwortungsvolle und sichere Entscheidung getroffen haben. Vielleicht anschließend ein weiteres Datum, was ja auch genannt wurde, ist der 1. Juni für den Horesca-Bereich. Wenn wir uns jetzt die Kurven anschauen, sehen wir, dass da es dann schon zu einer Explosion kommen würde, fast, wenn die tatsächlich öffnen würden. Zusätzlich natürlich mit den Hauspartys von 10 Personen. Gibt es auch Simulationen, die jetzt nur den Horesca, also ohne Hauspartys quasi bestehen? Und wie kann man, also auf was basiert die Politik sich, wenn sie sagt, ja, am 1. Juni können wir vielleicht schon aufmachen? Also es scheint ja nicht das zu sein. Also Abmachen von einzelnen Sektoren hängt nicht nur von dem ökonomischen Impact vielleicht auf oder wie wichtig ein gewissen Sektor ist. Es wird auch eine andere Dimension, das ist eben die von den sozialen Kontakten an der Vermischung, die da eine Rolle spielt. Und ihr seht zum Beispiel Heimat der Hausparty an dem Horesca-Sektor, das haben wir ganz spezifisch gewählt, für einfach ein Beispiel zu gehen, dass wenn die zwei Sachen zusammenbringt, dass es dann effektiv an einer graver zweiter Welle wird münden. Das ist evident. Der Punkt hier ist, dass wir noch nicht wissen, wie die nächsten Wochen sich werden widerspiegeln. Schon keine Kristallkugel für euch zu sagen, ob die Leute sich zum Beispiel, wenn sie eine gewisse Freiheit zurückgewinnen, wie sie sich da verhalten. Ob sie sich responsabel verhalten oder eben nicht. Wenn sie sich nicht responsabel verhalten, dann haben wir zum Beispiel in Bezug auf den R-Wert eine andere Situation an mehr, wie wir sie haben. Und dementsprechend ist das eine dynamische Situation. Ich kann nicht sagen, dass basierend auf unseren Modellen den Horesca-Sektor sollte abgehen den 1. Juni, weil ich nicht weiß,
wie die nächsten 2 Wochen evoluieren. Wir müssen immer an der Spannbreite von 2 bis 3 Wochen gucken, weil wir wissen, dass der Virus eine lange Inkubationszeit hat und sogar Wandleitsymptome haben. Und wir haben gerade ganz viel von der Asymptomatik geschwärzt. Wir sogar Wandleitsymptome haben, machen dieses Jahr recht eben nur ungefähr 10 Tage bemerkbar. Und sie waren aber an der Zeit am für andere unzustürchen. Das heißt, das Ganze ist eine dynamische Situation, und wir wollen eben lohnen an eine Situation kommen, wo wir verschiedene Sektoren abmachen, wo wir genau wissen, dass basierend auf den sozialen Kontakten dazu einer ganz schneller Verbreitung vom Virus gefährdet. Wir haben im Moment zu Lützeburg 300 aktiv Infizierte, und wir haben die Dunkelziffer, von der wir müssen ausgehen. Das heißt, wir können ganz schnell an eine Dynamik kommen, wo es so ausgesehen. Für dann ein Anschluss zu formulieren, das heißt, es gibt kein Modell, wo den Punkt von den Hauspartien zum Beispiel rausgeholt ist, wo Leipzig und Mesuren Hallen an den Horeca-Sektor auch abgeht. Also, die muss doch verstehen, die Simulationen heute, das ist nicht trivial, das heißt, dass also an Bezug auf die Trascheleistung, die du 100 stößt, als eben nicht von der Hand zu weisen. Wir haben die ganzen Simulationen laufen heute auf dem High Performance Computing Cluster von der Uni. Also die sind eben rechenintensiv, aber wir können an den Zeiten, wo wir lo geschafft haben, können wir nicht alles machen. Am Englischen spricht sie von Combinatorial Explosions. Gell? Die können lo verschiedene Szenarien kombinieren, wie der wollt, aber allkehr kostet das eben enorm Rechenleistung. Das heißt, wenn wir lo vorgegangen sind, als dass wir gefroht dürfen, verschiedene Szenarien durchzuspielen. Zum Beispiel eine Hausparty, zum Beispiel eben den Horeca-Sektor abmachen, zum Beispiel die 6 Leute aus 2 Haushalten pro Woche bei sich invitieren. Das heißt einfach nicht, dass man nicht weiter simulieren und dass man nicht weiter Szenarien durchspielen. Aber das eben ein bisschen zwischen dem, was wir können und Datenmaterial liefern, an wie dann Politik darüber reagiert, oder wie hauptsächlich dann der Regierungsrat darauf reagiert, an Bezug, was für sie ein vertretbaren Szenario zum Beispiel ist. Vorhin, dass es nervt mich. Ich wollte eigentlich auf uns zurückkommen. Das heißt, dir als Taskforce, die du für zuständig bist, für das ganze Testgeschehen zu Lützeburg, kann nicht so ein erwähnen, Kontingente außer dem Bausektor bei den Schülern schon Tester für geholt werden. Verstehen Sie das richtig? Also, für vielleicht als Rolle ein bisschen durchzustellen, wir sind nicht diejenigen, die responsabel sind für Tester. Wir haben ein Mandat gekriegt, für Large-Scale-Testing zu machen. Das heißt nicht, dass wir eben die Instanz wären, die für ganz Lützeburg responsabel wäre, für Tester zu machen. Weil es gibt ja neben der Strategie, die wir beschrieben haben, an Bezug auf, wie man das abschrauben, an der zusätzlichen Testkapazität, gibt es ja noch eine ganze Reihe Akteuren. Und das Ganze lebt ja aber trotzdem nach unter dem Ministère de la Santé und Direction de la Santé. Das heißt, wir sind nicht eine neue Instanz, die responsabel ist für Tester heute zu Lützeburg. Ich weiß nicht, ob das direkt auf der Frage antwortet. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich möchte mich bedanken. Und der Covid Task Force. Ich hoffe, dass unsere Antworten Klarheit gebracht haben. Natürlich bleiben auch immer noch einige Fragen, die wir hoffentlich dann auch in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Erklärungen werden beleuchten können. Und ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen und sicheren Tag.